Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guyer. Geschätzte Hörerinnen und Hörer, liebe Fans, hier ist er wieder, der Fußball-Dienstag. Und wir starten mit Vollgas in die neue Saison. Wir fangen an mit dem Schweizer Fußball. Das Ergebnis von der ersten Runde vom Schweizer Cup. Montey gegen Black Stars 2:1. Und Brui gegen WW Sport 1:4. Schöftle gegen Siders 6:1. Laufen gegen Solothurn 0:6. Dübendorf gegen Schötz 1:2. Safisch gegen Balern 0:2. Zollbrück gegen Nyon 0:7. Aschua Monterey gegen Tucke 0:2. Der FC Dürrenast gegen Königs 1:5. Das Ergebnis von der zweiten Runde vom Schweizer Cup. Der FC Schaffhausen gegen Lugano 1:2. Tucke gegen Winterthur 1:2. Schütz gegen Sion 0:3. Nyon gegen Lausanne Sport 1:3. In der 84. Minute hat der Spieler Guyon eine rote Karte kassiert und darum hat Nyon nur noch das 10. hoch gespielt. Stade de Lausanne gegen Grasshoppers 1:2. Aarau gegen Wil 4:3 nach Elfmeterschiessen. WW gegen Königs 3:0. Schöftle gegen Solothurn 1:5. Xamax gegen Kriens 1:4. Thun gegen Luzern 0:1. Chiasso gegen FC Zürich 3:2. Nachrichten aus der Super League. IB holt sich der Silvan Hefti. Am 1. September ist bekannt worden, dass der 22-jährige Rechtsverteidiger Silvan Hefti vom FC St. Gallen zu den Berner wechselt. Der Spieler hat bei den Young Boys einen Vertrag bis ins Jahr 2024 unterschrieben. Die Ablöse beträgt 1,25 Millionen Euro. Der Christoph Speicher, Sportchef von IB, hat gesagt, sie seien froh, dass sich der Silvan Hefti für IB entschieden habe. Der Lasse Sobich wechselt zum FC Zürich. Am 5. September hat der FC Zürich mitteilt, dass sie den 29-jährigen Innenverteidiger Lasse Sobich vom 1. FC Köln ausgelehnt haben. Die Leihe dauert 1 Jahr. Der 29-jährige hat beim 1. FC Köln noch einen Vertrag bis ins Jahr 2022. Der Lindner wechselt zu Basel. Am 8. September hat der FC Basel mitteilt, dass sich der Heinz Lindner am FC Basel angeschlossen hat. Der Lindner ist zuletzt bei WE Wiesbaden unter Vertrag gestanden. Der Vertrag ist aber ausgelaufen. Der 30-jährige Goalie hat bei Basel einen Vertrag bis ins Jahr 2023 unterschrieben. Zum deutschen Fußball. Das Ergebnis von der ersten DFB-Pokalrunde vom 11. bis 13. September. TSV Havels gegen Mainz 05 1:5. Braunschweig gegen Hertha BSC Berlin 5:4. FV Engers gegen VfL Bochum 0:3. FSV Union Fürstenwalde gegen VfL Wolfsburg 1:4. FC Oberneuland gegen Borussia Mönchengladbach 0:8. RSV Meinerzhagen gegen Greuther Fürth 1:6 nach Verlängerung. VSG Altglindiken gegen 1. FC Köln 0:6. Der 1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig 0:3. Sportverein
Todesfeld gegen VfL Osnabrück 0:1. TSV 1860 München gegen Eintracht Frankfurt 1:2. MTV Eintracht Celle gegen FC Augsburg 0:7. SSV Ulm gegen Erzgebirge Aue 2:0. Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf 0:1. Karlsruher SC gegen Union Berlin 0:1 nach Verlängerung. Carl Seitz Jena gegen Werder Bremen 0:2. TSV Steinbach Haigern gegen Sandhausen 1:2. SV Elversberg gegen FC St. Pauli 4:2. Eintracht Norderstedt gegen Bayer Leverkusen 0:7. Der erste FC Schweinfurt gegen Schalke 04. Das Spiel musste abgesagt werden, dazu später mehr. SC Weidenbrück gegen SC Paderborn 0:5. Der erste FC Kaiserslautern gegen Jan Regensburg 3:4 im Elfmeterschiessen. Der Chemnitzer FC gegen TSG Hoffenheim 2:3 im Elfmeterschiessen. Der erste FC Rielsingen-Aarle gegen Holstein Kiel 1:7. Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart 0:1. SV Waldhof Mannheim gegen SC Fribourg 1:2. Magdeburg gegen Darmstadt 2:3 nach Verlängerung. W. Wiesbaden gegen 1. FC Heidenheim 1:0. Zum Ergebnis von der Blindenfußball-Bundesliga vom ersten Spieltag am 12. September. Marburg gegen FC Schalke 04 5:0. FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund 1:0. MTV Stuttgart gegen SG PSV Köln Hertha BSC Berlin 5:1. Zur Tabelle der Blindenfußball-Bundesliga. Platz 1 Marburg mit 3 Punkten. Platz 2 wegen dem schlechteren Goalverhältnis der MTV Stuttgart mit ebenfalls 3 Punkten. Platz 3 ebenfalls wegen dem schlechteren Goalverhältnis der FC St. Pauli mit ebenfalls 3 Punkten. Auf dem Platz 4 Borussia Dortmund mit 0 Punkten. Platz 5 der SG PSV Köln Hertha BSC Berlin mit ebenfalls 0 Punkten wegen dem schlechteren Goalverhältnis. Und auf dem Platz 6 der FC Schalke 04 mit 0 Punkten, ebenfalls wegen dem schlechteren Goalverhältnis. Zu den Nachrichten aus der Bundesliga. Eine neue Rückennummer für Gnabry. Der FC Bayern München hat Serge Gnabry eine neue Rückennummer verpasst. Der Spieler trägt ab der neuen Saison die Rückennummer 7. Die Rückennummer hat bereits der Mehmet Scholl und der Frank Ribery gehabt. Ein neuer Fußball-Podcast. Am Mittwoch, der 9. September, hat auf Audio Now ein neuer Fußball-Podcast gestartet. Moderator vom Podcast ist der Max Jakob Ost. Man kennt ihn aus der Schlusskonferenz oder vom Tribünengespräch aus dem Rasenfunk. Der neue Podcast dreht sich um das Leben von Uli Hoeneß. Damit der Podcast 11 Leben überhaupt entstehen konnte, hat es 2 Jahre gebraucht. Aber lassen wir doch den Ost mal selber erzählen. Hier habe ich euch nämlich den Trailer zum Podcast. Es werden 5 Bücher über mich geschrieben. Alle diese Leute haben mit mir kein Wort gewechselt. Kein Wort. Es wird nicht darum gehen, dass man informieren will. Nein, man will Kohle verdienen. Und das ist frevelhaft. Wenn ihr den Uli Hoeneß kennenlernen wollt, das habt ihr schon selbst geschafft. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es im Google nachschauen. Denn was anderes haben die Bücher geschrieben haben, auch nicht gemacht. Naja, ein bisschen mehr habe ich schon gemacht. Aber halt kein Buch. Hi,
Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin Sportjournalist aus München und bisher kannte man mich vor allem aus meinem eigenen Fußballpodcast, dem Rasenfunk. Aber die letzten 2 Jahre meines Lebens habe ich auch noch etwas anderem gewidmet und das könnt ihr alle jetzt endlich hören. Seit 2 Jahren beschäftige ich mich mit einer der faszinierendsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs, Uli Hoeneß. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Und ich? Keine Ahnung. Ich habe noch keine abgeschlossene Meinung zu ihm und manchmal glaube ich, damit bin ich der Einzige in Deutschland. Genau das ist der Grund, warum ich diesen Podcast unbedingt machen wollte und die Idee auch nicht habe fallen lassen, als das ganze Projekt schon kurz vor dem Aus stand. Ich bin in das Leben von Uli Hoeneß eingetaucht und nehme euch mit in seine Welt. Und nein, ich habe nicht nur gegoogelt. Ich habe Bücher gelesen, Dokumentationen gesehen, mehr Zeit in Zeitungsarchiven verbracht als an der frischen Luft und in ganz Deutschland Interviews geführt. Aus einer fixen Idee wurde so das Projekt meines Lebens. Gemeinsam werden wir nicht nur die Geschichte von Uli Hoeneß, sondern auch die des deutschen Fußballs aufarbeiten. Und ihr könnt mir dabei zuhören, wie ich versuche, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, kann denn irgend so ein Podcaster aus München überhaupt mit Uli Hoeneß sprechen, wenn er denn will? Kriege ich ihn für ein Interview? Ab dem 9. September könnt ihr die ersten Folgen hören. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Es wird spannend. Versprochen. Die Idee zum Namen Elf Leben ist vom Ruben Schulze Fröhlich gekommen und bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass es noch 10 weitere Staffeln über das Leben von Fußballpersönlichkeiten könnte geben. Im Interview im Kurzpass auf dem Rasenfunk hat der Ost selber davon erzählt, dass der Uli Hoeneß Staffel 1 ist und dass die Möglichkeit besteht, dass es weitere Staffeln könnte geben. Aber ob es weitere Staffeln gibt, das wird die Zeit zeigen. Spannend in diesem Zusammenhang ist noch, dass der Max Jakob Ost und der Uli Hoeneß am letzten Sonntag in der Sendung Doppelpass zu Gast waren. Der Filip Kostic ist für 4 Pokalspiele gesperrt worden. Einige von euch werden es vielleicht schon wissen. Andere hingegen nicht. Aber der Filip Kostic von Eintracht Frankfurt ist für 4 Pokalspiele gesperrt worden. Was ist da passiert? Am 4. März 2020 hat Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen gespielt im Viertelfinale vom DFB-Pokal. Eintracht Frankfurt hat das Spiel mit 2:0 gewonnen. Beim Spiel hat der Filip Kostic in der 91. Minute eine rote Karte kassiert wegen einem groben Foul. Der Gefaulte, der Ömer Topark, hat sich dabei eine Wadenverletzung zugezogen. Das DFB-Sportgericht hat im März entschieden, dass der Spieler für 4 Pokalspiele gesperrt werden soll. Das bedeutet, dass er auf jeden Fall länger als die Saison dann noch gedauert hat, als die Saison vom DFB-Pokal dann noch gedauert hat, gesperrt wird. Also über die Saison hinaus. Offensichtlich haben die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt Einspruch gegen das Urteil erhoben. Und er ist etwas dazwischen gekommen. Ja, richtig. Corona. Und die Saison ist ja unterbrochen worden und später wieder aufgenommen worden. Und im Juni ist der endgültige Entscheid über diesen Fall gekommen. Die Sperre für 4 DFB-Pokalspiele ist bestätigt worden. Die Begründung für die Bestätigung von diesem Urteil ist hauptsächlich daran gelegen, dass der Spieler Topark bis zum Zeitpunkt von dem Urteil noch kein Spiel absolvieren konnte. Da der FC Bayern München die Frankfurter im Halbfinale aus dem DFB-Pokal gerührt haben, heisst das jetzt, dass der Kostic im Spiel gegen 1860 München gesperrt war. Und er wird auch noch 2 weitere Spiele im DFB-Pokal gesperrt sein. Und zwar in der 2. Runde und im Achtelfinale. Sollte die Eintracht vor dem Achtelfinale vom DFB-Pokal ausscheiden, wird die Sperre vom Kostic sogar in die Saison 2021-2022 weitergezogen. Schlechte Voraussetzungen für Mainz. Der erste FSV Mainz 05
startet in dieser Saison sehr unglücklich. Denn bei Mainz sind 3 Spieler positiv auf Corona getestet worden. Welche Spieler das sind, wissen wir nicht. Aufgrund von diesen positiven Tests mussten einige Trainings abgesagt werden. Und auch das Testspiel zwischen Mainz und Eintracht Frankfurt ist abgesagt worden. Unterschiedliche Vorschriften für PK. Wer die Pressekonferenzen der deutschen Clubs vor dem DFB-Pokal verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass die Anwesenheit von Journalisten im Presseraum sehr unterschiedlich gehandhabt wurde. RB Leipzig beispielsweise hat Journalisten im Raum geduldet, die vor Ort Fragen stellen konnten. Natürlich längst nicht alle. In Mainz hingegen hat man die Fragen per E-Mail oder per SMS einschicken. Da Mainz positive Corona-Tests hatte, wohlgemerkt Corona-Tests, ist das aber auch nicht weiter verwunderlich gewesen. Die Ursache für die unterschiedliche Behandlung von Journalisten hat damit zu tun, dass einfach unterschiedliche Verordnungen der Länder gelten. Weil in Deutschland ist das wie hier in der Schweiz Ländersache. Bei uns in der Schweiz wäre es Kantonssache und in Deutschland sind das Länder. Dort, wo die Behörden der Meinung sind, dass man Journalisten zulassen darf, werden sie auch zugelassen. Und dort, wo die Behörden eben der Meinung sind, dass es nicht geht, dort gibt es halt Abweichungen. Diesen Unterschied wird man auch bei den Zuschauern feststellen. Oder hat es feststellen. Denn auch hier hat es unterschiedliche Verordnungen gegeben. Beim Spiel von Hertha BSC Berlin haben 5000 Zuschauer das Spiel verfolgen. In Mainz waren 1000 Zuschauer erlaubt. Und in Augsburg war das Stadion leer. Auch hier liegt der Unterschied schlicht und einfach an den unterschiedlichen behördlichen Vorgaben. Das Gericht sorgt für Spielabsage zwischen FC Schalke 04 und Schweinfurt. Das Münchner Landesgericht hat 48 Stunden vor dem Abpfiff vom DFB-Pokalspiel zwischen Schweinfurt und dem FC Schalke 04 mittels einstweilige Verfügung eine Absage vom Spiel erlassen. Der DFB hat das dann natürlich später auch durchziehen, sonst hätten sie Ärger bekommen mit dem Gericht. Der Grund für die einstweilige Verfügung ist ein anderer Club, und zwar der türkische München. Die haben vor dem Landgericht Einsprache erhoben, dass Schweinfurt als Teilnehmer im DFB-Pokal 2020-21 antritt. Die Entscheidung von dem Gericht kommt für die Fans, die Regionalliga ein bisschen verfolgt haben und so ein bisschen die Eierei mitbekommen haben, nicht ganz überraschend. Weil im Gegensatz zu allen anderen Regionalligen hat der Bayerische Fußballverband die Saison 2019-2020 nicht abgebrochen, sondern man hat sie unbedingt bis jetzt 2021 fertig spielen. Mit dem Entscheid, die Saison zu beenden, ist die Frage aufgekommen, wer steigt denn jetzt eigentlich in die 3. Liga auf und wer spielt im DFB-Pokal. Weil die 3. Liga ist ja weitergeführt worden und hat einen Aufsteiger benötigt aus der Regionalliga Bayern. Bislang war es immer so, dass die Mannschaft, die um einen Aufstieg gespielt hat, sei es in den Playoffs oder direkt aufgestiegen ist, oder eben ist Meister geworden, die hat auch im DFB-Pokal mitgespielt. Ausnahmen waren eigentlich nur, wenn es sich um eine zweite Mannschaft gehandelt hat. Also zum Beispiel die zweite Mannschaft von 1860 München oder die zweite Mannschaft vom FC Bayern München. Das ist in den Verträgen so drin, dass zweite Mannschaften eben nicht dürfen am DFB-Pokal teilnehmen. Da türkische München beim Unterbruch auf Platz 1 gestanden ist, hat diese Mannschaft in die 3. Liga dürfen aufsteigen. Da die Saison aber fertig gespielt wird und die türkische nicht in beiden Ligen spielen kann, funktioniert nicht, hat man türkische aus der Wertung rausgenommen. Um festzulegen, wer im DFB-Pokal
spielt, hat man aber nicht die Tabelle genommen, wo Türkgücü zuoberst als Aufsteiger ist angestanden, sondern man hat die Tabelle genommen, die jetzt im Moment gilt. Also man hat Türkgücü aus der Wertung rausgenommen, dort, aus der Tabellenwertung, und so ist Schweinfurt auf dem Platz 1 gestanden. Aus diesem Grund hat man jetzt Schweinfurt Teilnahme am DFB-Pokal gegeben. Das Ganze wäre wahrscheinlich nicht so problematisch gewesen, wenn am Saisonende der Regionalliga, also im 2021, irgendwann im April, nicht wieder ein Aufsteiger würde festgelegt werden. Beziehungsweise, wo die Mannschaft auf Platz 1 um einen Aufstieg in die 3. Liga darf spielen und die Mannschaft darf dann auch im DFB-Pokal mitspielen. Der Bayerische Fußballverband sagt zu dem Gerichtsentscheid, also zu dem Eilentscheid, das ist ja ein Eilentscheid, dass das Gericht scheinbar nicht verstanden hat, dass Türkgücü München komplett aus der Wertung rausgenommen wurde. Und darum scheinbar eben auch nicht berechtigt wäre, am DFB-Pokal teilzunehmen. Schalke 04 war sauer und hat schwere Vorwürfe gegenüber dem Bayerischen Fußballverband erhoben. Und zwar unter anderem auch deswegen, weil der Bayerische Fußballverband extrem lang gewartet hat. Also die haben seit dem Juni hatten die eigentlich Zeit gehabt, den Teilnehmer festzulegen. Aber ich kann euch das sogar beweisen. Hört mal, das ist aus der letzten Fußball-Dienstag-Sendung. Der Bayern-Pokalsieger wird auf Eintracht Frankfurt treffen. Der Gegner steht dort noch gerade nicht fest. Und der beste bayerische Amateurverein wird auf Schalke 04 treffen. Auch hier steht der Gegner noch gerade nicht fest. Wie ihr gehört, haben wir vor 2 Wochen noch nicht gewusst, wer gegen Schalke 04 antritt. Und jetzt der Gerichtsentscheid. Das ist klar, dass Schalke einfach sauer wird. Sie hätten gerne spielen. Der Verband hat gelauert. Es ist allerdings zu bedenken, es ist eine einstweilige Verfügung. Eine einstweilige Verfügung ist kein endgültiger Gerichtsentscheid. Eine einstweilige Verfügung braucht man, wenn es schnell gehen muss. Wer jetzt darf gegen Schalke 04 antreten, das müssen jetzt Gerichte entscheiden. Der Havertz verlässt Bayer Leverkusen. Der Kai Havertz hat während der Nationalmannschaftspause den Medizincheck beim FC Chelsea absolviert. Er kommt also, wie es der Leverkusener Trainer Peter Bosch schon vermutet hat, nicht zurück zu Leverkusen nach der Nationalmannschaft. Der 21-jährige Offensivmittelfeldspieler hat bei Chelsea einen Vertrag bis ins Jahr 2025 unterschrieben. Die Ablösesumme soll sich bei 80 Millionen Euro bewegen. Rund 86 Millionen Franken. Der Daniel Bayer beendet seine Karriere. Der 36-jährige Defensivmittelfeldspieler vom FC Augsburg hat seine Karriere beendet. Nach Angaben von einem Bericht auf Sport 1 über das Karriereende sei die Entscheidung von Daniel Bayer während der Ferien entstanden. Neuer Co-Trainer für Peter Bosch. Der Ex-Bundesliga-Profi Rob Maas wird neuer Co-Trainer bei Bayer Leverkusen. Er hat am Montag, der 31. August, mit seiner Arbeit angefangen. Der Goalie Yannick Theissen wechselt zu Schalke. Nachdem der Vertrag vom 22-jährigen Goalie bei Fortuna Düsseldorf aufgelöst wurde, ist am 10. September bekannt worden, dass der Yannick Theissen zu Schalke 04 wechselt. Der 22-jährige kommt für die zweite Mannschaft von Schalke 04, die U23. Der Goalie hat bei Schalke 04 einen Vertrag bis ins Jahr 2021 unterschrieben. Der André Silva wechselt nach Deutschland. Am 10. September hat Eintracht bekannt gegeben, dass sie den Leihspieler André Silva
fest verpflichtet haben. Es hat eine Einigung mit dem AC Milan gegeben. Der 24-jährige Mittelfeldstürmer hat bei Eintracht den Vertrag bis ins Jahr 2023 bekommen. Der Renato Steffen verlängert bei Wolfsburg. Am Freitag, am 11. September, hat der VfL Wolfsburg mitteilt, dass sie den Vertrag mit dem 28-jährigen Schweizer Renato Steffen verlängert haben. Der Schweizer hat bei den Wölfen einen Vertrag bis ins Jahr 2023 unterschrieben. Wir freuen uns, dass wir weiter auf Renato setzen können, hat der Sportdirektor Marcel Schäfer gesagt. Zum Spieler der Woche. Der Spieler der Woche heisst Joel Mogarosi. Der Joel Mogarosi ist am 2. August 1984 in Gaborone, Botswana, auf die Welt gekommen. Er spielt als Mittelstürmer oder auch auf der Position rechts aussen. Aktuell ist der 36-Jährige vereinslos. Bis jetzt ist der Spieler 85 Mal auf dem Platz gestanden und hat 16 Goal geschossen und 5 vorbereitet. Für die botswanische Nationalmannschaft ist er 44 Mal auf dem Platz gestanden und hat 9 Goal geschossen. Liebe Fans, liebe Hörer, das war es gewesen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, was heisst der Fußball-Dienstag. Besucht doch auch unseren YouTube-Kanal WSR Radiovision. Dort findet ihr einige Sendungen von uns. Bleibt am Ball, tschüss miteinander.